Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi miteinander! Willkommen zu einem neuen Podcast von Swiss German Storytime. Ich bin der Thomas, ich hoffe, euch geht's gut. Mir kommt es vor, als ob ich schon lange keinen Podcast mehr gemacht hätte. Und in der Tat bin ich in letzter Zeit gerade ein bisschen beschäftigt gewesen. Ich bin viel fürs Aikido unterwegs gewesen, fast an jedem Wochenende, seit irgendwie 5-6 Wochen. Und jetzt freut es mich, dass ich wieder mal einfach einen normalen Podcast machen konnte. Klar habe ich auch die Videos gemacht mit Alltagssituationen, das freut mich auch immer, oder die Hörbücher. Aber mal so einen Podcast mache ich doch immer sehr, sehr gerne. Und heute ist es super kalt und grusig draussen. Es hat heute zum zweiten Mal geschneit, für den Herbst schon, oder den Winter fast schon. Und ich bin froh, bin ich drin. Ich habe einen warmen Kaffee gemacht und bin eigentlich bereit für den Podcast. Und die heutige Idee für den Podcast ist mir gekommen, letzten Samstag. Ich musste auf Bern reisen für ein Aikido-Meeting, eine Aikido-Sitzung vom Schweizerischen Aikido-Verband. Und am Mittag hatte ich ein bisschen Zeit und habe mich gefragt, wieso ist eigentlich Bern die Hauptstadt der Schweiz? Und ich weiss es ja eigentlich, dass Bern die Hauptstadt ist. Viele denken ja eigentlich, Zürich ist die Hauptstadt, weil sie ja die grösste Stadt ist. Aber eigentlich so richtig gefragt, wieso das Bern die Hauptstadt ist, habe ich mich noch nie. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Auf swissinfo.ch habe ich einen super Artikel gefunden über Bern als Hauptstadt, wie sie entstanden ist. Und über das wird ich euch im heutigen Podcast erzählen. Viel Spaß! Wieso ist Bern die Hauptstadt der Schweiz? Und ist sie es wirklich? Berlin, London, Madrid, Moskau, Bratislava oder Reykjavik, egal wie gross oder wie mächtig, die Länder von Europa sind alle der gleichen Regel gefolgt. Sie haben ihre grösste Stadt zu der Hauptstadt gemacht. Eine Ausnahme hat nur die Schweiz gemacht. Bern ist bei weitem nicht die bevölkerungsreichste Schweizer Stadt. Sogar wenn wir die Agglomeration zurechnen würden, wären Zürich, Basel und Genf immer noch grösser. Darum meinen viele Ausländer, dass Zürich die Schweizer Hauptstadt sei, wo sich die wirtschaftliche Lunge vom Land befinde. Oder Genf, wo die Vereinten Nationen und zahlreiche andere internationale Organisationen ihren Sitz haben. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern hat die Schweiz während vielen Jahren keine eigentliche Hauptstadt gehabt. Der Grund dafür war, dass das Land dazumal eine Konföderation, ein Bündnis von unabhängigen, souveränen Kantonen ohne eigentliche Einheit war. Von der Gründung der Eidgenossenschaft 1291 bis zum Ende des Ancien Regime 1798 kann man die Hauptstadt der Schweiz als den Ort betrachten, an dem sich die eidgenössische Tagsatzung getroffen hat. Da ist eine Versammlung, an der die Mitgliedskantone vom Bündnis gemeinsame Themen diskutiert haben. Der Ort war nicht festgelegt. Die Tagsatzung hat je nach Epoche zu Zürich, zu Luzern, zu Baden, zu Frauenfeld und manchmal sogar zu Konstanz stattgefunden. Einer Stadt, die gerne nicht zu der Eidgenossenschaft gehört hat. Der Versuch der Zentralisierung. Nach dem Einfall der Franzosen 1798 hat die kurzlebige Schweiz ihre zentralistischen Ideen umgesetzt. Insbesondere durch die Gründung einer Hauptstadt für den neuen Staat. Zuerst in Aarau und dann in Luzern. Aber die beiden Versuche haben nur wenige Monate gedauert. Um die Unruhe in der Schweiz zu beenden, hat Napoleon Bonaparte die Eidgenossenschaft mit der Mediationsakte von 1803 wiederhergestellt. Die Tagsatzung hat nachher in 6 Kantonen stattgefunden. Den sogenannten Regierungskantonen Fribourg, Solothurn, Luzern, Bern, Zürich und Basel. Und zwar im jährlichen Turnus. Während der Restauration, die aufs Ende der napoleonischen Ära gefolgt ist das System beibehalten worden. Allerdings mit nur 3 Regierungskantonen: Bern, Zürich und Luzern. Die Wahl von einer Bundesstadt. Mit der Gründung des Bundesstaat 1848 hat sich die Frage nach einer Hauptstadt erneut gestellt. Am 28. November 1848 hat die Mehrheit der Parlamentsmitglieder für Bern gestimmt, zum Nachteil von Zürich und Luzern.
Um das Gleichgewicht zu wahren, haben die Parlamentarier in Zürich, wo dazumal bereits das wichtigste Wirtschaftszentrum vom Land war, nicht zu viel Gewicht beimessen. Auch eine Entscheidung für Luzern, der Hauptort von den Kantonen, die sich gegen die Schaffung vom neuen Bundesstaat ausgesprochen haben, ist ausser Frage gestanden. Bern hat den Vorteil gehabt, dass es zentral gelegen war, von den französischsprachigen Kantonen unterstützt worden ist und das erforderliche Grundstück kostenlos zur Verfügung gestanden ist. Nie ist vertraglich festgehalten worden, dass Bern die Hauptstadt der Schweiz sei. Lediglich 2 Gesetzesartikel, Artikel 32 vom Gesetz über die Bundesversammlung, das Parlamentsgesetz, und Artikel 58 vom Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, haben festgehalten, dass das Bundesparlament seinen Sitz normalerweise zu Bern hat und dass in dieser Stadt die Regierung, Departement und die Bundeskanzlei untergebracht sind. Darum ist die Bezeichnung von Bern als Hauptstadt eigentlich falsch und sie ist offiziell die Bundesstadt, weil sie den Sitz vom Bund beherbergt. Mit dem Regierungs- und Parlamentssitz sowie zahlreichen ausländischen Botschaften kann man aber sagen, dass Bern als Bundesstadt die Aufgabe der Hauptstadt übernimmt. Und da ist der heutige kleine Exkurs über Bern, die Hauptstadt, Bundesstadt der Schweiz. Da habe ich eigentlich auch nicht so ganz genau gewusst, wenn ich ganz ehrlich sehen darf, dass Bern nicht offiziell die Hauptstadt ist, dass da nie gesetzlich ganz genau festgehalten ist, sondern eigentlich als Bundesstadt bezeichnet wird. Aber so im normalen Alltag kann man, glaube ich, schon sagen, dass sie die Hauptstadt ist. Transkript von dem Podcast stehen allen Patreon-Mitgliedern offen und ihr könnt sie wie immer dort herunterladen. Falls ihr noch nicht Mitglied geworden seid, schaut es euch doch mal an. Zudem, wenn euch meine Videos gefallen, gebt mir ein Like, folgt meinem Kanal oder schreibt mir einen netten Kommentar. Neu habe ich auch noch einen Schweizerdeutsch-Kurs auf Skillshare. Im Moment ist er zwar gerade unter Bearbeitung, also noch nicht öffentlich, aber er sollte bald wieder auf die Seite erscheinen. Also schaut doch auch dort mal rein, wenn ihr euch interessiert für einen Schweizerdeutsch-Kurs für Anfänger. Ja, und da wäre es eigentlich gesehen. Danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.